Zum Beispiel, wenn ich am Meer bin, dann fühle ich mich eigentlich so nicht dazugehörig, sozusagen. Und hier, also man kann sich schon vorstellen, dass wenn man hier lebt, dass man ein bisschen so wird, wie das hier aussieht. Also die Berge, das entspricht mir, aber ich weiß nicht, ob es mir entspricht oder umgekehrt. Also was zuerst war. They have more than tonight. The before and the after, the clapping, the laughter. One hell full of silence and time. Also ich bin ja Schweizerin. Zu 100%. Ich komme nicht aus Amerika, ich komme nicht aus Island oder aus Südamerika oder aus Afrika. Ich komme aus der Schweiz und ich werde auch nie irgendwo anders herkommen. Ich werde mein ganzes Leben lang immer aus der Schweiz kommen. Das ist einfach so. Ich habe ein bisschen profitiert von dem Komplex meines Vaters, weil er wollte immer Clown werden. Und dann wurde er Diplomat. Und ich glaube, das ist so eine Lebensenttäuschung, die er mit sich herumträgt. Und ich glaube nicht, dass das von mir erwartet wurde, kein Clown zu werden. Irgendwie. Also ich bin in Bern geboren. Und dann sind wir nach London, England. Und dann sind wir wieder nach Bern zurück. Und dann sind wir nach Deutschland, nach Bonn. Und dann sind wir nach Zürich. Und dann ist mein Vater noch nach Iran. Aber wir sind nicht mitgegangen. Also nicht richtig. Für mich ist das ja normal. Und auch das mit dem Umziehen und so, das war ja unsere Realität. Also es ist eigentlich das Leben, das ist mein Leben, ich kenne das nur so. Also alles andere ist für mich unvorstellbar. Eigentlich. Also ich kenne das nur so aus Filmen. Also perfekt kann ich eigentlich nur Schweizerdeutsch. Aber das ist ja auch meine Sprache, damit kann ich ja machen, was ich will. Also das ist ja... Also wir Schweizer, also alle, die Schweizerdeutsch sprechen, bestimmen ja, was Schweizerdeutsch ist. Das ist keine Übertreibung. Und also Schweizerdeutsch gehört mir. Und ich liebe auch Schweizerdeutsch. Also, ja. Garden. On the top of a setter, you can't see me. But I see whatever you are moving on. Zuerst habe ich Englisch gesungen. Und dann habe ich angefangen, Schweizerdeutsch zu singen. Und dann habe ich angefangen, jetzt singe ich auch in Hochdeutsch und in Französisch. Aber also in Französisch schreibe ich keine Lieder, weil ich kann eigentlich nicht wirklich Französisch. Aber das ist eigentlich lustig, zum Beispiel in Frankreich, wenn ich Interviews machen muss, auch am Fernsehen oder so, spreche ich immer Französisch. Die wollen mir immer einen Übersetzer geben.
Und ich sage dann immer so, nein, das geht schon, ich spreche Französisch. Und dann beginnt die Sendung und ich verstehe immer nur so die Hälfte. Und ich sage dann immer irgendwas. Je comprends rien, je dis n'importe quoi. Ja, aber Fernsehen ist ja, das ist ja egal, weil Fernsehen ist sowieso vollkommen fake, unecht. Also das ist wirklich wahnsinnig. Es ist eigentlich fast schon Kunst, Fernsehen. Also dass es das überhaupt noch gibt. Das finde ich faszinierend, dass die Leute sich, also, weil auch, ja. Also Sie müssen sich mal achten, so Sendungen, so mit Moderatoren und so, wie die sprechen, da spricht ja keiner. Also niemand spricht, ich kenne niemanden, der so spricht. Deswegen ist es auch egal, wenn man gar nichts versteht und irgendwas sagt. Das kommt eigentlich auf das... Es hat dann ungefähr dasselbe... Also eigentlich konsequent, wenn man das macht. Passend. You're so busy taking trains, and I admit I broke the law again. She broke the law again. Guilty as I am, guilty as I stand, hailing for a dance, hailing for a dance. Ha, turn me round, don't just Also make it in der Schule war es einfach so, dass ich schnell gemerkt habe, dass ich eine viel lautere Stimme habe als die anderen. Und daraus haben sich dann gewisse Möglichkeiten ergeben. Und dann habe ich, und es war natürlich auch so, dass, weil wir sind ja immer umgezogen und wir haben viele verschiedene Sprachen immer um uns herum gehabt und also man hört das ja, als Kind hört man das ja alles und man macht noch keine Unterscheidung. Also man sagt sich nicht, das ist jetzt Englisch und das ist das Bündnerdeutsch der Berge und das ist das Zürcher Deutsch der Stadt. Das macht man ja so nicht, diese Einteilung. Man sieht das ja alles als Ganzes mehr. Man hört einfach etwas und versteht etwas und dann habe ich also später einen Kassettenrekorder gekriegt und früher konnte man ganz einfach aufnehmen. Es gab den roten Knopf Rec. Und dann habe ich so eine Radiostation erfunden, die hieß Radio 22210. Und auf Radio 22210 gab es verschiedene Sendungen, also alles Mögliche, zum Beispiel politische Sendungen, aber auch zum Beispiel Dankesreden für Oscar, also an der Preisverleihung. Und auch Jingles zwischendurch. Und dann habe ich diese Stimmen aufgenommen. millions and trillions who have never had any time. And the prophet next door says the stone in your hand is holding your hand, and I do understand, and I don't understand. I just wish I could stand in the middle of a mountain. And now if there is God or if there is not, still I find myself hoping and pleading a lot, and then seeing Madonna showing her spots. I take a bow to the women in the views. Ja, ich mag das sehr.